Zahvaljujem se na pozivu, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein darf und nach so prominenten Referenten auch hier stehen darf und die Innensicht bzw. die Situation bei den burgenländischen Kroaten, was den Artikel 7 betrifft, hier darstellen darf. Ja, die Umsetzung des Artikel 7, wissen wir alle, ist sehr wechselhaft verlaufen. Teilweise hat man den Artikel 7 völlig ignoriert. Man hat sich auch auf der anderen Seite wieder bemüht. Es hat Behauptungen gegeben, er ist erfüllt, er ist übererfüllt. Auf der anderen Seite gegenteilige Feststellungen, er ist überhaupt noch nicht umgesetzt. Wo stehen wir wirklich? Historisch kurz einmal kann man sagen, dass eigentlich von der Unterfertigung des Staatsvertrages bis weit hinein in die 70er Jahre, abgesehen von rudimentären Regelungen zum zweisprachigen Unterricht, eigentlich für den Volksgruppenschutz und für die Umsetzung des Artikels 7 nicht sehr viel geschehen ist. Im Jahre 1976 ist dann das Volksgruppengesetz beschlossen worden, das sowohl den territorialen Geltungsbereich der Minderheitenschutzbestimmungen erheblich eingeschränkt hat, im Gegenzug dazu aber Volksgruppenförderungsmaßnahmen finanzieller Natur vorgesehen hat, einen Volksgruppenbeirat, ein Konsultationsgremium vorgesehen hat. Es ist dann bei uns, bei den burgenländischen Kroaten, wieder lange nichts passiert, bis 1990, also 35 Jahre nach Unterzeichnung des Staatsvertrages, hat sich Österreich dann dazu durchgerungen, die Verordnung, durch welche das verfassungsgesetzlich gewährleistete subjektive Recht auf Amtssprache im Burgenland dann praktikabel wurde. Zuvor musste aber, wir haben schon gehört, der Verfassungsgerichtshof aussprechen, dass dieses Recht schon allein aufgrund des Artikel 7 den Volksgruppen zusteht. Ja, der bis dahin also nur schwach geregelte zweisprachige Unterricht wurde dann im Burgenland durch das Minderheitenschulgesetz fürs Burgenland konkretisiert. Bei uns ist das, haben wir auch schon gehört, das Ausmaß der Zweisprachigkeit ist nicht definiert worden, ganz bewusst nicht definiert worden mit der Begründung, die Situation in den Schulen ist sehr unterschiedlich, das sollen die Lehrer beurteilen, wie viel sie die Sprache verwenden wollen oder eben nicht verwenden wollen. Weiters gibt es bei uns im Burgenland, also anders als in Kärnten, im Minderheitenschulgesetz nicht das Anmeldeprinzip, sondern das Abmeldeprinzip. Allerdings besteht diese Abmeldemöglichkeit bei uns im Burgenland das ganze Jahr über. Also das ist nicht so wie beispielsweise für Religion, auch eine weltanschauliche Frage, so wie die Volksgruppensprache. Ist das auf die ersten 14 Tage beschränkt in der Schule. Für die Sprache geht das ganze Jahr über. Weiters hat das Minderheitenschulgesetz auch eine höhere Schule vorgesehen, also so viel zur verhältnismäßigen Anzahl eigener Mittelschulen. Im Burgenland steht im Gesetz, es gibt ein Gymnasium und mehr nicht. Ja, aufgrund einer für die Volksgruppen dann günstigen politischen Konstellation im Jahre 2000, Österreich stand unter Monitoring der Europäischen Union, hat es dann die Verordnung der Bundesregierung zu den zweisprachigen topografischen Aufschriften fürs Burgenland gegeben. Böse Zungen behaupten, da hat die Regierung Klima noch schnell der neuen Regierung ein Ei gelegt und hat die Verordnung als letzten Akt sozusagen fürs Burgenland beschlossen. Ja, und dann nach jahrelangen Verzögerungen und vielen politischen Hickhack wurde 2011 die Novelle des Volksgruppengesetzes beschlossen. Anstatt die VfGH-Erkenntnisse umzusetzen, hat man einfach eine neue Regelung bzw. eine Regelung getroffen und die in den Verfassungsrang gehoben und damit jeder weiteren Überprüfung durch den Verfassungsgerichtshof entzogen. Man kann sagen, dass die als Kärntner Ortstafelregelung beworbene Novelle
ohne jegliche Einbindung der kroatischen Volksgruppe und gegen deren expliziten Willen beschlossen wurde und eine starke Einengung der Definition der staatsvertraglich zugesicherten zweisprachigen topografischen Bezeichnungen und Aufschriften gebracht hat. Ironischerweise muss man auch noch sagen, wir hatten damals 2 Minister in der Regierung. Ja, die Novelle ist durchgewunken worden, trotz 2 Kroaten, die im Ministerrat gesessen sind. Ja, jetzt konkret, in der folgenden Darstellung soll es in erster Linie um die logistische Umsetzung der Vorgaben des Artikels 7 unserer Magna Carta gehen. Ich werde aber zum besseren Verständnis immer wieder auch die aktuelle Situation und auch die faktische Situation und teilweise auch historische und politische und soziale Aspekte ein bisschen aufzeigen. Wenn im Absatz 1 von einem Recht auf eigene Organisationen gesprochen wird, so ist damit nach unserem Verständnis nicht die allgemeine Versammlungsfreiheit gemeint, sondern das Recht der Volksgruppen auf eigene Organisationen, die auch vom Staat anerkannt werden und mit entsprechenden Befugnissen, Selbstverwaltungsbefugnissen ausgestattet sein sollen. Es ist davon auszugehen, dass ein Mindestmaß an Selbstverwaltung für die Volksgruppe damit den Volksgruppen eingeräumt werden sollte, wenn diese Bestimmung nicht lediglich die ohnehin schon verfassungsgesetzlich garantierte Organisations- und Versammlungsfreiheit ein weiteres Mal definieren hätte wollen. Gleiches gilt für die Pressefreiheit. Es ist davon auszugehen, dass das Recht auf Medien in eigener Sprache auch eine Verpflichtung der Republik Österreich beinhaltet, die Volksgruppe mit entsprechenden Mitteln auszustatten, die eine eigene Presse, eigene Medien, eine mediale Versorgung gewährleisten können. Und im Rahmen einer dynamischen Fortentwicklung und Interpretation der Bestimmung sind damit jedenfalls auch elektronische Medien, Fernsehen, Radio und auch Internet aus unserer Sicht umfasst. Fürs Burgenland kann man sagen, habe ich vor kurzem erst erfahren, in Kärnten ist die Situation ein bisschen anders, aber im Burgenland ist Radio und Fernsehen die Volksgruppensprachen, alle im Burgenland gesprochenen, sind im Burgenland mehr oder weniger in die Volksgruppensendungen eingesperrt, kann man sagen. Man hört den ganzen Tag über nichts, man weiß, da 5 Minuten oder um 12:30 Uhr kommen die Nachrichten, dann hört man was und dann ist wieder bis zum Abend, wo die nächste Sendung kommt, ist absolute Sendepause. Man hört kein Wort, man hört kein Lied, man hört englischsprachige Lieder, man hört italienische Lieder, aber ein kroatisches oder ein ungarisches Lied wird man außerhalb der Volksgruppensendungen im Burgenland nicht hören. Ich habe das vorgestern bei einer Diskussion angeregt und habe bei der Gelegenheit von der Kärntner Direktorin erfahren, dass das in Kärnten bereits Praxis ist. Ja, Absatz 2, Elementarunterricht in eigener Sprache und eine verhältnismäßige Anzahl eigener Mittelschulen. Wir haben schon gehört, wir haben eine bekommen. Im Burgenland war es so, dass bis 1994 das Burgenländische Landesschulgesetz aus 1937 in Geltung gestanden ist, das vorsieht oder vorgesehen hat, bei einem Bevölkerungsanteil jetzt in der Schulgemeinde, steht im Gesetz, von mehr als 70% sollte die Unterrichtssprache Kroatisch sein, mit Ungarisch und Deutsch als verbindlichen Unterrichtsfächern. In einem Prozentbereich zwischen 70 und 30% war zweisprachiger Unterricht vorgesehen und unter 30% Bevölkerungsanteil sollte die Unterrichtssprache Deutsch sein. Die Volksgruppensprache war nicht verbindlicher Unterrichtsgegenstand. Eine Abmeldung hat es in Gemeinden mit mehr als 30% in diesem Gesetz nicht gegeben. Faktisch war es aber schon damals so, dass es eigentlich einsprachige Volksschulen nicht gegeben hat. Also das war schon immer zweisprachig, wohl aus dem Grund, weil man sich der Bedeutung der Staatssprache schon bewusst war und daher die Erziehung bei den Leuten ist schon immer der Standpunkt der war, also Einsprachigkeit ist wohl
eine Sackgasse, wenn man nicht parallel dazu auch Deutsch lernt. Mit der Einführung der Hauptschule und damit mit dem Ende der 8-klassigen Volksschule 1967 gab es bei uns dann im Burgenland ab der 5. Schulstufe dann keinen Unterricht in den Volksgruppensprachen. Erst 1994, auch wieder ziemlich spät, kam das heute geltende Minderheitenschulgesetz für das Burgenland. Das gilt für Volksschulen, Hauptschulen und polytechnische Lehrgänge und, wie schon gesagt, eine AHS fürs Burgenland vorsieht. Das Minderheitenschulgesetz sieht auch wieder Schulen mit kroatischer Unterrichtssprache und 6 Wochenstunden Deutsch als Pflichtfach und zweisprachige Schulen vor. Wie schon gesagt, die einsprachige Variante konnte sich nicht etablieren im Burgenland. Es gibt also schon immer ausschließlich zweisprachige Volksschulen. In denen sollte der Unterricht zweisprachig sein. Wie schon gesagt, man hat bewusst kein Ausmaß, keine Wochenstundenanzahl oder was Ähnliches definiert. Damit hängt es in der Praxis dann ausschließlich vom Lehrpersonal ab, von dessen Engagement, von dessen auch sprachlicher Kompetenz, wie umfangreich der Unterricht dann tatsächlich ist. Es gibt engagierte Lehrer, die versuchen, das wirklich zweisprachig zu machen. Andere machen es einfach, da lernt man halt dann ein paar Lieder und das war es dann an zweisprachigem Unterricht. Das Elternrecht gibt es auch bei uns. Demnach kann kein Schüler gegen den Willen seiner Eltern verhalten werden, eine Volksgruppensprache zu gebrauchen. Wie gesagt, anders als in Kärnten ist bei uns keine aktive Anmeldung erforderlich, aber dafür haben wir das Problem mit der ganzjährigen Abmeldung. Und diese beiden Umstände, also keinerlei Definition, einerseits jederzeitige Abmeldemöglichkeit in Verbindung mit einem schwachen Image der Volksgruppensprache und einer rapide fallenden Kompetenz, sowohl bei Schülern als auch bei Lehrern, kann man sagen, führen dann im Ergebnis dazu, dass die Effizienz der Sprachvermittlung sehr niedrig ist. Die Fortschritte beim Erlernen der Sprache sind keineswegs vergleichbar mit anderen Unterrichtsfächern, Deutsch, Englisch, was immer. Und das Notenspektrum, das geht von 1 bis 2, couragierte Lehrer geben auch 3er. Was man damit vermeiden möchte, ist dann die Abmeldung. Und dann kann man stolz sagen, bei uns wir haben überhaupt keine Abmeldungen, die Akzeptanz in der Schule ist sehr hoch. Also so schaut es dann aus. Und wenn man dann die Kinder anspricht, begrüßen, das geht gerade noch, aber viel mehr ist dann bei einem Kind, das einen Zweier hat, beschränkt sich eigentlich die Konversation, die mögliche, auf Begrüßen und vielleicht den Namen fragen und dann, das war's dann. Also schaut nicht besonders gut aus bei uns. Bei den Hauptschulen sind die zweisprachigen Hauptschulklassenzüge, die bis dahin nur Schulversuche waren, legalisiert worden. Also die gibt es jetzt, das sind keine Schulversuche mehr, die man je nach budgetärer Situation oder je nach Belieben abdrehen konnte. Allerdings sind auch weitere Schulen über diese 2, die wir hatten im Burgenland, sind nicht dazugekommen oder entstanden. Die einzige AHS für das Burgenland steht in Oberwart und führt deutsch-kroatische und deutsch-ungarische Klassen. Oberwart, wenn man das Burgenland kennt, 172 Kilometer von dem Norden in den Süden. Oberwart ist nicht ganz im Süden, aber ziemlich im Süden und wird auch ausschließlich, kann man sagen, von Schülern des südlichen Burgenlandes dann frequentiert. Die anderen 7 Gymnasien, dort hat es Schulversuche gegeben, auch Kroatisch-Klassen und Kroatisch als Wahlpflichtfach zu führen. Das sind, Zufall oder nicht, Schulversuche geblieben. Also da hat es keine Legalisierung wie etwa bei den Hauptschulen gegeben. So hängt es, also die Möglichkeit, in einer AHS Kroatisch zu lernen, hängt auch wieder vom Wohlwollen immer wieder eines Direktors und von der Existenz eines Lehrers, der sich entsprechend engagiert und Werbung dafür macht, hängt es dann ab, ob man in den nördlichen Bezirken des Burgenlandes Kroatisch auf Mittelschulniveau
noch lernen und pflegen kann. Elementarunterricht, jedenfalls nach heutigem Verständnis auch vorschulische Einrichtungen, Kindergärten. Für das Burgenland wurden die Volksgruppen erstmalig erwähnt im Jahre 1989. Es hat dann eine Neuregelung gegeben, 1995. Kroatisch wurde in 32 Gemeinden Kindergartensprache, klingt auch lieb. 4 Gemeinden Ungarisch. Im Kindergarten gilt ebenfalls das Elternrecht. Gemeinden müssen für entsprechendes qualifiziertes Personal sorgen. Ist immer wieder schwierig. Die Gemeinden können, wenn sie kein Personal finden, können sie auf Assistenzpersonal, das das Land bereitstellt, aber die Gemeinden müssen es dann finanziell dem Land abgelten, können die Gemeinden zurückgreifen. Viele Gemeinden machen es einfach. Bei der Ausschreibung ist das gar kein Erfordernis, weil wir nehmen dann auch für die paar Stunden kaufen wir uns quasi die Assistenzkindergärtnerin des Landes. Ja, in der Praxis im Kindergarten die heterogene Sprachkompetenz. Viele Kinder kommen einsprachig, die meisten deutschsprachig, sehr wenige kroatischsprachig, einige mit geringen Sprachkenntnissen in den Kindergarten und auch die mangelnde Sprachkompetenz beim Personal erschweren halt eine gesetzeskonforme Verwendung der Volksgruppensprache im Kindergarten erheblich. Die Kinder erleben dadurch nämlich die deutsche Sprache, als die absolut dominante Sprache. Alle Kinder, alle Erzieherinnen sprechen sie, alle Spiele und Geschichten laufen in der Sprache ab. Ich erinnere mich an meine Kindergartenzeit. Meine Mutter hat es mir gesagt, ich habe irgendwann mal gesagt, Winnetou spricht nicht Kroatisch. Also das geht nicht. Also das sagt schon sehr viel, glaube ich, wie die Kinder dann die Sprachen sehen und wie sie die Sprachen verwenden können und verwenden wollen. Ja, also überspitzt, aber wirklich nur leicht überspitzt, könnte man sagen, im Idealfall sprechen die Kinder nach dem Kindergarten genauso gut und genauso gerne Kroatisch, wie sie es vor dem Kindergarten getan haben. Also selbst wenn man es als Eltern bemüht ist, dem Kind 100% Kroatisch zu vermitteln vor dem Kindergarten, während des Kindergartens und nach dem Kindergarten ist es schwierig, beim Kroatischen mit den Kindern zu bleiben. Fazit: Das ganze Ausbildungssystem vom Kindergarten über die Volksschule bis hin zu den Mittelschulen vermag ein gleichwertiges Lernen nicht zu leisten. Die Gründe, wie gesagt, sind vielfältig. Sowohl die Zahl der aktiv Sprechenden als auch die Sprachkompetenz bei den Nachsprechenden ist in den letzten Jahren wirklich dramatisch gesunken bei uns. Ein weiteres virulentes Problem betrifft das nicht vorhandene volksgruppensprachliche Schulwesen für die Kroaten in Wien, wo immer mehr Leute aus dem Burgenland sich dauerhaft, früher waren es Wochenpendler, dann waren es Tagespendler, heute leben sehr viele Junge auch in Wien. In Wien haben wir gar nichts. Also wenn man den Fortbestand der Volksgruppe in irgendeiner Form unterstützen und gewährleisten möchte, dann wäre es wirklich wichtig, dass auch in Wien ganz bald Kindergarten, Volksschule, ein Bildungssystem installiert wird. Man arbeitet daran, aber es ist sehr schwierig. Ja, also die Bestimmung zum zweisprachigen Unterricht also ist bestenfalls teilweise erfüllt, aber jedenfalls unzureichend erfüllt. Ich habe mir erlaubt, das so ein bisschen darzustellen. Ich habe mit Schulnoten versucht, das Ganze dann für uns, für die burgenländischen Kroaten, auch für mich persönlich, natürlich eine persönliche Bewertung zu bewerten. Und ganz hinten habe ich noch eine Spalte angefügt, schauen wir, wie es in Kärnten ist. Also es ist so aus unserer Sicht, die Kärntner werden es mir wahrscheinlich bestätigen, die Kärntner Slowenen sind einfach stärker politisiert, historisch bedingt, und waren uns überall einen Schritt oder Jahrzehnte voraus. Also ob das die Schule war, ob das der erste Parlamentarier war, der Karel sitzt hier. Nachher, der Karel hat die Spur gemacht, nachher waren es dann 2 Kroatinnen. Ob es das Gymnasium war, die Kärntner sind uns immer, wie gesagt, ein bisschen voraus. Der Absatz 1.
keine Selbstverwaltung, keine politische Partei oder einen ähnlichen Selbstverwaltungskörper haben wir nicht, keine durchsetzbaren Ansprüche auf Förderungen, Note 5. In Kärnten gibt es, ich habe es nicht genau gewusst, seit wann es die Enotner Lista gibt, stimmt 1995? Oder? 70. Die Kärntner Slowenen haben auch hier eine Partei schon gehabt, bei uns also ist das kläglich gescheitert, unsere Leute sind in die bestehenden Parteien integriert. Ja, und ich habe schon gesagt, wir hatten 2 Minister, einen roten, einen schwarzen, die haben die Novelle 2011 durchgewunken. Also politisches Bewusstsein, selbst bei unseren in die politischen Parteien integrierten Politikern, ist leider sehr schwach ausgebildet. Absatz 2, kurz dargestellt, ja, Kärnten wieder Jahrzehnte voraus mit allen Schulen. Ich habe heute erst gehört, es gibt auch eine 3. Mittelschule bei den Kärntner Slowenen. Wir haben eine, also so viel zur verhältnismäßigen Anzahl eigener Mittelschulen. Ja, dann sind wir bei der Amtssprache. Der Absatz 3 steht im Verfassungsrang. Subjektives Recht auf kroatische Amtssprache und das kollektive Recht auf Topographie. Bei uns hat es bis Mai 1990 gedauert. Aufgrund eines VfGH-Erkenntnisses aus 87 hat dann auch 3 Jahre vom Erkenntnis bis zur Implementierung gedauert, ist die Amtssprachenverordnung fürs Burgenland erlassen worden, 35 Jahre nach Inkrafttreten. Wir können jetzt seit damals vor den 27 Gemeinde-, 6 Bezirks- und Landesbehörden die kroatische Sprache als Amtssprache verwenden, ebenso wie vor Behörden und Dienststellen des Bundes mit Sitz im Burgenland. Gleiches gilt für weitere Ämter wie etwa das Finanzamt, Arbeitsamt, aber nicht für die Behörden bei uns in der Landeshauptstadt. Also in Eisenstadt gibt es keine kroatische Amtssprache. Allerdings der allgemeine Mangel an geschulten, in der Sprache geschulten Beamten erschwert eine rasche und effiziente Erledigung von Anbringen erheblich. Ein Angebot an die Angehörigen, etwa in der Form, dass in Ämtern und Behörden auf Bezirksebene Ansprechpartner irgendwo ausgewiesen oder erkenntlich gemacht werden, gibt es nirgends im Burgenland. In den Gemeinden funktioniert das Ganze noch einigermaßen, wenn man sich kennt, wenn das Gemeindepersonal wieder zufällig, aber wirklich rein zufällig zweisprachig ist. Die Sprachkompetenz ist in dem Fall immer wieder bescheiden. Eine Diskussion über irgendwelche verwaltungsspezifischen Fragen scheitert an der Sprachkompetenz der Beamten. Eine Aus- oder Fortbildung gibt es nicht bei uns für die Angestellten also in den Behörden. Ebenso wenig sind schriftliche Ausfertigungen ohne weiteres verfügbar. Individuelle, bescheide Bewilligungen, die kann man noch kriegen, mit erheblicher zeitlicher Verzögerung immer wieder. Generelle Verordnungen, Kundmachungen, die gibt es nicht in den Volksgruppensprachen im Burgenland. Die Bürger der meisten Gemeinden freuen sich schon, wenn sie ein paar kroatischsprachige Artikel in den Gemeindezeitungen sehen. Und das war es dann auch schon oft. Es gibt ein paar Gemeinden, die haben zweisprachige Internetseiten, aber die kann man auch in einer Hand fürs Burgenland jetzt sich abzählen. Und das alles, was ich jetzt gesagt habe, punkto Kompetenz, Möglichkeit, die Sprache zu verwenden, das gilt natürlich auch für die Bezirkshauptmannschaften und alle burgenländischen Gerichte genauso. Aktuell der einzige zweisprachige Richter des Burgenlandes ist mit jener 25 Präsident des Landesgerichts geworden und hat damit noch weniger Zeit als vorher für allfällige Verhandlungen in kroatischer Sprache. Der Bereich des E-Governments bis heute auch, also bis heute eigentlich gänzlich unberücksichtigt geblieben. Ein Formularwesen, ein zweisprachiges oder kroatischsprachiges gibt es nicht. Löbliche Ausnahme, die Finanz. Hier großer Dank an den ehemaligen Leiter des Finanzamts Eisenstadt-Bruck, Oberwart, Dr. Wakonik. Hvala lepa za to.
Ja, ein Schmankerl aus der Praxis vielleicht noch zur Amtssprache. Wir hatten im Jahr 2022 einen Fall beim Landesverwaltungsgericht. Initiator war der Rudi Wuck, der auch hier sitzt. Da wurde die Frage aufgeworfen vom Burgenländischen Landesverwaltungsgericht, ob die in Kroatien gesprochene Variante des Kroatischen, ob die zulässig ist vor burgenländischen Behörden. Ironischerweise ist es gelandet bei einem Richter am Verwaltungsgericht, das ist selber ein burgenländischer Kroate, der hat dann eine Sachverständige, eine Sprachwissenschaftlerin bemüht und das Landesverwaltungsgericht ist dann zu dem Ergebnis gekommen, das ist nicht zulässig. Also nur die burgenländisch-kroatische Variante, das Burgenland-Kroatische, jetzt geht es ein bisschen ins Sprachwissenschaftliche, wir sprechen anders, als man heute in Kroatien spricht. Unsere Variante ist ca. 500 Jahre älter als das, was in Kroatien gesprochen wird. Ohne weiteres verständlich, wenn man es kann, aber es ist halt nicht so wie bei den Slowenen, relativ oder sehr ähnlich kann man sagen, sondern bei uns ist der Unterschied ein bisschen größer und das Landesverwaltungsgericht hat befunden, geht nicht. Wie gesagt, ironischerweise, der Richter ist ein burgenländischer Kroate und was noch dazu kommt, auch interessant, die burgenländischen Bezirkshauptmannschaften, also ich mache das immer, die Strafverfügungen, die man da kriegt, die kommen in lupenreinem Standardkroatisch, wie es in Kroatien gesprochen wird. Eigentlich unzulässig, wenn man das Erkenntnis des Verwaltungsgerichts sich anschaut, das müssen wir noch ausdiskutieren, wie wir mit solchen Strafverfügungen dann umgehen werden. Ja, selbst erlebt, auch wieder mit der Amtssprache, ein Notar sollte ein Grundbuchsgesuch in kroatischer Sprache machen, das wollte er nicht. Er wollte sich mit dem Rechtspfleger nicht verscherzen am Bezirksgericht. Wir haben es dann selber gemacht. Oder eine Mitarbeiterin einer BH ersucht telefonisch die Meldung, Vereinsgesetzmeldung der neuen Mitglieder, die doch bitte in deutscher Sprache nachzureichen. Das ist die Amtssprache im Burgenland, wie sie funktioniert. Kurios auch der Paragraph 14 des Volksgruppengesetzes, Absatz 3, wenn man sich das genau überlegt, ist ja auch interessant, wie das geregelt ist. Die Verwendung amtlicher Vordrucke. Wenn jemand die Amtssprache verlangt, dann kriegt er eine Übersetzung des amtlichen Vordruckes. Das ist kein Formular, sondern eine Übersetzung des Formulars. Und er kann dann die Angaben in seiner Volksgruppensprache machen, aber die sind nicht auf der Übersetzung zu machen, die sind auf dem deutschsprachigen Original zu machen. Also auch eine Regelung völlig aus meiner Sicht sinnbefreit. Man hat es einfach, es ist unterlassen worden, das zu korrigieren bei der Novelle, so wie auch das ganze E-Government nicht geregelt worden ist. Also Zufall oder nicht, ich glaube, da glaube ich nicht an Zufälle. Ja, die Topografie haben wir schon gehört, restriktive Novelle 2011, entgegen allen Interpretationsregeln, Bezeichnungen und Aufschriften topografischer Natur. Es hat damals schon Ortstafeln gegeben, also wieso man das jetzt in der Novelle auf Ortstafeln und Wegweiser reduziert hat und dann noch dazu auf Ortstafeln im gemischtsprachigen Gebiet und Wegweiser auch nur, wenn sie im gemischtsprachigen Gebiet stehen und gleichzeitig auf das gemischtsprachige Gebiet hinweisen. Das heißt, man wird in Eisenstadt oder in Oberbullendorf schon, dort gibt es Ungarn, aber in irgendeiner anderen Bezirkshauptstadt oder einer deutschsprachigen Ortschaft wird man kein zweisprachiges Hinweisschild finden. Die Topografie ist damit sozusagen abschließend geregelt. Wenn man rausfährt aus der Ortschaft und wenn man reinfährt in die Ortschaft, sieht man was und zwischendurch sieht man genau gar nichts. Also keine Beschriftungen auf Gebäuden, keine Wegweiser, keine sonstigen topografischen Hinweise. Ich habe da noch ein bisschen eine Fotodokumentation dazu. Sie müssen den Absatz einblenden. Ja, also bei uns 2000, in Kärnten ein bisschen früher wieder mal, Umsetzung, wie dargestellt, aus unserer Sicht völlig unzureichend. Ich habe dort legistisch, wäre es gar nicht so schlecht geregelt, aber in der Praxis funktioniert es gar nicht bei uns. Was dazu führt, dass wir uns das eigentlich schon abgewöhnt haben, weil wenn man auf die Gemeinde geht und sagt, Baubewilligung, wann willst du bauen? Also nicht heuer, sondern in 2 Jahren, dann geht es sich aus vielleicht,
aber wenn man in den nächsten Monaten bauen möchte, dann sind solche Anliegen tunlichst nicht in der kroatischen Amtssprache abzuwickeln, sondern in deutscher Sprache. Ja, Absatz 4, gleichberechtigte Teilnahme an Kultur- und Verwaltungs- und Gerichtseinrichtungen ist sicher eine Normierung kollektiver Volksgruppenrechte, die aus unserer Sicht in gleichberechtigter Förderung unserer Kultur irgendwelchen institutionellen Garantien für unsere Organisationen bestehen sollte. Wir haben da eigentlich gar nichts. Ja, in Kärnten, glaube ich, ist die Situation gleich. In Kärnten gibt es wenigstens private Initiativen, wie etwa den Organisator der heutigen Veranstaltung. Bei uns, wir haben im Burgenland haben wir gar nichts, außer private Kultur- und Folklorevereine. Da bin ich schon fast am Ende. Die Bestimmung des Absatz 5, wonach die Tätigkeit minderheitenfeindlicher oder Organisationen, die darauf abzielen, der Volksgruppe ihre Eigenschaft als Volksgruppe zu nehmen, ist zu verbieten. Das ist bei uns derzeit, Gott sei Dank, nicht relevant. Allerdings gab es auch im Burgenland von etwa 1970 bis 1990 eine politische Bewegung, die möglichst schnelle und vollständige sprachliche und kulturelle Assimilation stark beworben hat und öffentlich den Standpunkt vertreten hat, die burgenländischen Kroaten brauchen keinen Artikel 7. Ja, der Grund, warum die nicht verboten worden ist schlicht und einfach das war eine Vereinigung kroatischer, also von Bürgermeistern, SPÖ-Bürgermeistern aus kroatischen und gemischsprachigen Gemeinden. Die haben 3 Jahrzehnte gegen das Kroatische agitiert. Robak war dort der Proponent, das war ein Parlamentsabgeordneter, der sein ganzes Leben lang nicht richtig Deutsch gelernt hat und der dürfte immer wieder halt als Kroate erkannt und vielleicht wahrscheinlich auch diskriminiert worden sein und der hat seinen Komplex 30 Jahre lang mehr oder weniger auf die ganze Volksgruppe übertragen und die SPÖ-Politik im Burgenland wirklich dahingehend auch gestaltet mit Genehmigung oder im Auftrag des Landeshauptmanns damals. Das hat sich dann geändert, Gott sei Dank. Inzwischen also gibt es im Burgenland keine Organisation, die wirklich gegen uns arbeitet. Ja, die Perspektiven noch ganz kurz. Das Klima wird für die Volksgruppen immer besser, allerdings die Zeit arbeitet sehr stark gegen uns. Wir werden immer kleiner und je kleiner wir werden, desto schneller geht der Kompetenz- und der Sprachverlust vonstatten. Ja, also auch hier wieder zweimal nicht genügend legistisch und faktisch. Es gibt keinen Anlass, aber es gibt auch keinerlei behördliche Akte oder irgendwas, dass man da vorbauen würde. Ja, wie gesagt, das Klima wird immer besser, aber die Situation wird immer schwieriger für uns. Ganz dringend angesagt ist eine Verbesserung des Bildungsangebotes in den Volksgruppensprachen vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe, idealerweise auch auf der Universität. Verwendung der Volksgruppensprachen im öffentlichen Leben. Wir sind nirgends präsent, weder optisch noch hörbar, außer in den Volksgruppensendungen. Die Bürgermeister begrüßen ab und zu einmal auf Kroatisch und entschuldigen sich dann für das Kroatische bei den Gästen, von denen sie nicht verstanden worden sind. Das hebt das Bewusstsein bei unseren Leuten natürlich nicht besonders. Die Verwendung der Volksgruppensprachen im öffentlichen Leben habe ich schon gehabt. Das Medienangebot in den Volksgruppensprachen viel zu schwach. Wir haben einen ganz starken Nachholbedarf durch die zunehmende, auch durch die Mobilisierung, durch die Mobilität bei den Leuten und durch den Einfluss der Medien. Also wenn wir da nicht ganz stark und ganz schnell aufholen, dann sind wir ganz deutlich am absteigenden Ast mit den Volksgruppensprachen. Ja, kurz und gut, ein neues Volksgruppengesetz gehört her.
Gute Entwürfe liegen, das weiß ich. Das haben wir schon vor 30 Jahren, haben wir schon an Entwürfen gearbeitet. Die liegen in den Laden, kommen ab und zu aus den Laden raus, wandern aber dann wieder hinein. Die letzte Regierung hat es im Programm gehabt, die hat es aber nicht geschafft, das umzusetzen. Noch kurz ein paar Bilder. Zweisprachige Topografie im Burgenland, also so schaut es bei uns aus. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen schwach, aber es kommen bessere. Das wäre nach unserem Verständnis alles Topografie. Das ist die Zweisprachigkeit, die zweisprachige Topografie. Zimitor, Friedhof, das gibt's. Veliki Borisdorf, das habe ich von einer Ortstafel abfotografiert, das ist falsch geschrieben worden. Das müsste hinten ein F haben, hat ein paar Monate gedauert, dann war es korrigiert. Dasselbe gleich noch einmal in der nächsten Ortschaft. Ja, das ist die Topografie jetzt auf Gemeindegebiet. Man kommt, oben steht, wo wir noch hoffen. So schauen unsere Gemeindeämter über weite Strecken aus. So schaut unser Feuerwehr, das ist in meiner Ortschaft das Feuerwehrhaus, das haben wir bewusst so gesperrt beschriftet, dass sich vielleicht nicht noch irgendwas ausgeht. Die Feuerwehr wollte es sich selber machen, die Gemeinde hat es dann veranlasst, dass das über die ganze Breite in deutscher Sprache angebracht worden ist. Das ist die Volksschule, da konnte man sich nicht einigen. Und so schauen die Entscheidungsgründe aus einer Anonymverfügung aus, sprachlich korrigiert. Also so werden wir servisiert. In der Amtssprache, da haben wir noch eines, die Rechtsmittelbelehrung, teilweise Serbisch. Ja. Hvala lepa. Besten Dank. Dankeschön.